Wie kann aber ein liebender Gott dann nicht alles daran setzen, dass es die Hölle gar nicht braucht? So. Also all das, was ich denke, wie viel davon ist mein Ort, wo ich heute lebe, und wie viel davon ist wirklich das, was im Neuen Testament gesagt wird. So, die denken, es ist so eine Linie und bist du über die Linie gefallen, alle Hoffnung ist verloren. Oder? Ich gehe davon aus, dass wir positiv überrascht sein werden, wie viel Liebe Gott in diesen Situationen walten lassen wird. Gut, also gehen wir zur nächsten Episode. Und zwar reden wir heute über ein ganz besonderes Thema. Und ich lasse das noch etwas so im Raum stehen, denn ich möchte dir über etwas erzählen, was ich gestern erfahren habe, das vielleicht in dieses Thema passt. Und zwar habe ich, vielleicht liegt es auch an meinem Namen, ich habe ein Faible für König David. Und es gibt diese typische Geschichte, die wir kennen, mit dem kleinen Jungen, der eine Schleuder nimmt und einen großen Mann tötet. Genau. Und ich habe gestern ein Video auf Instagram gesehen, wo jemand erklärt, was denn diese Schleuder war, beziehungsweise dass Schleuderer, nannt man sie früher in der Antike, eine richtige Spezialeinheit war im Krieg. Come on. Und sie haben jetzt gerade letztens herausgefunden, dass die Durchschlagskraft oder die Schleuderkraft vergleichbar ist mit einer 44er Magnum-Pistole. What the freak? Und genau, und es hat mir ein bisschen das Bild von diesem David kaputt gemacht, beziehungsweise von dieser Szene. Ich habe mir das wirklich so vorgestellt, diese Schleuder mit so einem Ast, mit einem Gummiband und dann zieht man das zurück. Und David hatte total Gott auf seiner Seite, sonst wäre das nie möglich gewesen, Goliath zu töten. Und dann genau höre ich das da und merke schon, okay, das verändert für mich die Situation und die Geschichte dann doch sehr. Ich würde jetzt nicht sagen, Gott war nicht auf seiner Seite, aber es setzt vielmehr das voraus, dass David mit der Schleuder einfach auch geübt war. Er war ja ein Hirte und musste dann diese gefährlichen Tiere auch vertreiben und hat diese ja dann vielleicht sogar getötet mit der Schleuder. Jedenfalls ist es viel wichtiger geworden, woher oder was seine Vorgeschichte war, als dieser One-Punch-Lucky-Schuss, den ich in meinem Bild hatte, beziehungsweise was ich auch sagen würde, war für mich in der Kinderbibel und so war immer dieser kleine Junge mit dieser kleinen Schleuder und dann dieser große Mann. Und genau, das war für mich so ein Moment von, okay, diese Geschichte könnte ich vielleicht langsam etwas umdenken oder müsste ich umdenken oder habe ich jetzt ein anderes Bild dazu. Erzählt mir die Geschichte auch ein wenig anders, wenn ich diese Hintergrundinfo gehabt hätte oder jetzt habe. Mich würde es wundern, hast du auch so irgendetwas, wo du angefangen hast mit einem Bild, das du dann irgendeinmal relativieren musstest oder umdenken musstest? Ja, das gab es immer wieder, aber eine Geschichte war schon ganz witzig, weil ich bin ja nicht christlich aufgewachsen, aber irgendwie, ich weiß nicht genau wie alt ich war, vielleicht 5 Jahre alt, das ist eine Vermutung, ungefähr in diesem Alter, hat mir eine Frau, Kontext ist ja jetzt egal, eine biblische Geschichte erzählt. Eine Geschichte, und in dieser Bibel, das war ein bisschen komisch, Gott war immer so ein rosaroter Punkt am Himmel. So wie eine Sonne, eine rosarote Sonne. Und das war meine erste Bibelgeschichte. Und für mich war, ich glaube, ein Jahrzehnt nachher, wenn ich gebetet habe, Gott war immer irgendwo dieser rosarote Punkt am Himmel. Es war einfach so tief drin. Und erst mit der Zeit so habe ich gemerkt, irgendwie, das ist ein bisschen komisch. Das wäre so ein kleines Beispiel auch, ja, wo mein Bild ein bisschen schräg war, genau. Teletubbies hat das doch, glaube ich, auch. Keine Ahnung, das war lange vor Teletubbies, glaube ich. Aber I don't know. Okay. Ja, wir reden heute über etwas, das, ich würde sagen, unsere Gesellschaft schon ein starkes Bild davon hat und sich sehr von dem abweicht, was wir vielleicht als Realität dann irgendeinmal erwarten können.
Und zwar reden wir heute über die Hölle. Come on. Genau, ein Thema, das polarisiert, würde ich sagen, und sehr geprägt ist von, ich denke, vor allem einem Bild, und das ist Dantes Inferno, die göttliche Komödie. Und zwar, ich glaube, er heißt Dante Alighieri oder Alighieri, irgendwie so etwas. Der hat im 13. oder 14. Jahrhundert diese Geschichte geschrieben von seinem Abstieg in die Hölle und dann seinen Aufstieg wieder bis in den Himmel. Und er hat das sehr bildlich gemacht. Er hat ganz verschiedene Dinge eingebaut. Er hat kirchlich-geschichtliche Sachen genommen, er hat biblische Sachen genommen und das dann irgendwie in irgendwie so ein Kunstwerk in dem Sinne gebaut, wo wir heute noch sehr fest daran hängen. Zum Beispiel die 9 Kreise der Hölle ist so etwas, wo man hört oder man weiß davon, dass es die oder gibt oder man redet jedenfalls davon und die hat er einfach voll erfunden so und was dann passiert. Es gibt die oberste Hölle, da ist dann zum Beispiel Cäsar, der zwar nicht Christ war, aber zum Teil in seinem Denken auch sehr viel Gutes getan hat und deshalb ist er nicht zu tief nach unten gesagt. Genau, jedenfalls, ich kann ja dann später noch etwas mehr erzählen, aber mich würde es ja schon wundern von diesem Bild. Was steht denn eigentlich über die Hölle in der Bibel? Also zuerst einmal, das war für mich ja sehr ähnlich. Ich bin auch aufgewachsen mit dieser Vorstellung, mit diesem Bild von diesem Gehörnten mit dem Dreizack, der da durch die Hölle stapft. Das Neue Testament ist sehr zurückhaltend, überhaupt das näher zu beschreiben. Es gibt jetzt nicht so viele Stellen, ich habe es mir aufgeschrieben, es gibt 13 Mal, wo das Wort Hölle im Neuen Testament vorkommt, mehrheitlich in den Evangelien, vor allem in Markus und Matthäus. Das Neue Testament bezeichnet oder spricht von der Hölle an dem Ort, wo es um die Strafe nach dem Tod geht. Die Strafe oder einfach ein Strafwort nach dem Tod. Ich glaube, es gibt so vielleicht die Stelle, wo inhaltlich fast am meisten steht, um was es da genau geht, ist der Matthäus 10,28, wo Jesus eigentlich auch nicht im Kontext, wo er über die Hölle reden will, sondern wo er sagt, vor wem wir eigentlich Ehrfurcht haben sollen. Dass wir nicht Menschen fürchten sollen, die uns hier auf der Erde töten können, sondern sagt er eben, fürchtet euch nicht vor denen, die den Körper töten können, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu zerstören vermag in der Hölle. Also das ist so ein Ort, wo Jesus von der Hölle spricht, ein Ort, nach dem Tod offensichtlich ein Strafort, wo Gott die Existenz von einzelnen Menschen beendet. So, das ist, ich würde sagen, die sonst Bilder es gibt in der Apokalypse, noch Bilder vom Feuersee, die man mit dem in Verbindung bringt, aber das Neue Testament ist sehr zurückhaltend und redet eher selten von diesem Ort. Eigentlich schon krass, vor allem weil ich würde sagen, auch in den letzten Jahren war die Hölle ja schon ein Tool, ein Werkzeug, um irgendwie zu evangelisieren oder so. Und dann das ist schon eine Weile her, habe ich das Gefühl, aber ja. Wir haben ja, früher so mehr spottend gesagt, so diese Methode von Turn or Burn. Ja. Kehr um oder brenn. Genau. Das ist krass. Hat Jesus wirklich eigentlich nicht gemacht. Für ihn war es nicht ein Mittel, quasi Angst vor der Hölle als Motivation, ihm nachzufolgen. Es findet sich bei Jesus so wirklich nicht. Ja, und trotzdem ist ja im Neuen Testament eben, es wird nicht viel davon gesprochen, aber es spricht trotzdem davon, was nach dem Tod kommt. Absolut. Und wir leben ja in dieser Nach-Jesus-Zeit, wo ich würde schon sagen, auch unsere Hoffnung in dem Sinne ist, auch wenn es nicht auf dieser Erde dann mal gut wird, dann wird es ja wenigstens dann im Himmel oder auf der neuen Erde dann gut sein. Aber wenn jetzt erst Jesus davon gesprochen hat, wie ist das im Alten Testament? Das ist eben etwas, was vielen Christen auch nicht bewusst ist. Das Alte Testament kennt eigentlich praktisch keine Jenseitshoffnung. Es gibt 2 Stellen im Alten Testament. Eine ist in Daniel und eine ist in Jesaja, wo diese Realität einer leiblichen Auferstehung als Hoffnung so wie durchleuchtet. Es ist wie so, der Vorhang geht kurz auf und what? Und dann geht er schon wieder zu. Wenn es darum geht, was geschieht nach dem Tod, dann spricht das Alte Testament von Sheol. Sheol ist einfach das Totenreich.
Das ist der Ort, wo man dich nicht mehr lobt. Das ist der Ort, wo einfach so diese Schattenwelt, wo eigentlich geschieht da gar nichts mehr. Es wird nicht ausgeschrieben, es ist auch nicht als Hölle beschrieben, als Strafwort, da sind alle gleich. Alle kehren quasi dort zurück. Aber und das ist wirklich interessant. Und Jesus kann dann einfach von diesem, das griechische Wort, das im Neuen Testament für Hölle gebraucht, heißt Gehenna, er spricht einfach, er ist der Erste, der es wieder sagt. So im Alten Testament ist es nichts. Und es ist interessant, was zwischen den Testamenten geschieht. Im Alten Testament ist die Hoffnung auf Gerechtigkeit ist eigentlich komplett diesseitig. Man hofft, in dieser Welt wird Gott Gerechtigkeit schaffen, er beendet die Kriege, er stützt die Könige, er lässt die Tyrannen richtig alt aussehen. Und zwischen den Testamenten ist etwas passiert, oder es ging dem Volk Israel nicht so gut. Nachdem das Alte Testament fertig ist, Gott schien nicht zu delivern. Also Gerechtigkeit im Volk ging schlecht, sie waren unterdrückt und so. Und dann hat sich angefangen, wie so diese Hoffnung durchzusetzen. Es gibt im Jenseits, nach dem Tod, gibt es diesen Ort, wo Gott final für Gerechtigkeit sorgt. Und da gab es so Leute in der jüdischen Apokalyptik, es gibt so ein Buch, Henoch zum Beispiel, die haben das wirklich dann radikalisiert. Also dort kommt es eigentlich, hier im Alten Testament, wenn man noch dieses Wort Gehenna nimmt, also dieses Wort, das im Neuen Testament mit Hölle übersetzt wird, im Alten Testament, das ist eigentlich das Tal Hinnom. Das ist ein Tal, ich glaube südlich von Jerusalem, wo so ein ganz schlimmer Ort im Alten Testament schon. Dort wurden Kinder geopfert von 2 richtig bösen Königen. Und dann ein richtig guter König hat dann diesen Ort einfach quasi für die Kinderopfer zugemacht, hat ihn unrein gemacht, heißt es dort. Also das Tal Hinnom war im Alten Testament schon ein schlimmer Ort. Und Jeremia sagt dann auch, diesseitig verstanden, in diesem Tal Hinnom wird Gott für Gerechtigkeit sorgen. Aber es ist total diesseitig gedacht. Und dann kommt diese Welt zwischen den Testamenten und dort hat eben Leute wie der Henoch, der hat ein Buch, also Henoch-Apokalypse. Und dort ist dann plötzlich von einer Hölle mit Feuer und als Strafwort die Rede. Es ist aber immer noch unklar dort, es gibt Stellen, die sprechen davon, in der Hölle wird die Existenz ausgelöscht. Und es gibt dann 1-2 Stellen, wo von einer Strafe, die nicht mehr aufhört, die Rede ist. Das geschieht zwischen den Testamenten. Und dann im Neuen Testament tritt Jesus auf und braucht das Wort Gehenna, Hölle. Also er sagt damit, jawohl, es gibt diesen Ort jenseits des Todes, wo Gott für Gerechtigkeit sorgt, wo Ungerechtigkeit bestraft wird. Aber Jesus übernimmt nicht automatisch damit all diese Ausmalungen, wie wir sie zum Beispiel bei Henoch finden. Aber das ist ein bisschen, um den Weg zu verstehen, also quasi als eine Gerechtigkeit, die komplett diesseitig ist, also auf dieser Erde schafft Gott Gerechtigkeit, wird zwischen den Testamenten die Hoffnung auf eine Gerechtigkeit, die auch jenseits des Todes noch kommen wird. Im Alten Testament gibt es nur diese beiden Glimpses, nicht von Hölle, sondern von Auferstehung. Ja, und dann kommt das Neue Testament und all die Dinge, über die wir dann wahrscheinlich noch sprechen werden, die dort stehen. Aber das wäre so der Weg vom Alten ins Neue Testament. Interessant ist dann, dass wir kommen ja vielleicht noch drauf, dass im Neuen Testament ist diese Frage von, okay, das ist eine ewige Strafe, Gott quält ewig in der Hölle, das ist viel weniger klar, als die meisten Leute meinen, wir kommen noch darauf. Aber die Kirche hat dann so im 3. Jahrhundert, unter dem Theologen, der hieß Lactanz, der hat dann wirklich die Ewigkeit, also dieses endlose Gestraftwerden in der Hölle zum Wesensmerkmal der Hölle gemacht. Das wäre quasi die Entwicklung von Sheol zu ein bisschen, es gibt diese jenseitige Gerechtigkeit, Jesus braucht das Wort Hölle und dann Lactanz sagt, das Wesensmerkmal der Hölle ist eine ewige Qual, eine ewige Strafe. Das ist wirklich sehr grob skizziert, so ein bisschen der Weg, der die Geschichte gegangen ist. Und dann wurde es durch eigentlich Augustinus, wurde es breite kirchliche Lehre in der ganzen Christenheit. Ja, schon krass. Eben weil ich denke, es prägt uns auch und ich bin mir dann immer so am Überlegen, okay, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, die Jesus noch nicht so kennen, manchmal landen wir dann an dem Ort, dass das einzig Gute, oder nicht das einzig Gute, aber das Gute ist, mit Jesus zusammen zu sein, denn du kannst mit ihm auch in der Ewigkeit zusammen sein. So. Und das ist sicher ein schöner und guter Teil, aber jetzt zum Beispiel Abraham, der hatte nichts von dieser Hoffnung oder dieser Gedanke von, ja, ich werde dann in Ewigkeit mit meinem Schöpfer im Himmel sein oder auf der neuen Erde, sondern für ihn war der Ansporn, müsste ja dann in dem Sinne sein, dass er einfach Gott so gerne hat, im Hier und Jetzt auf dieser Erde und es ist ein Gewinn, auf dieser Erde mit
mit ihm unterwegs zu sein. Und das ist schon auch finde ich, ein schönes Vorbild, immer wieder mal zu überlegen, ja doch, es ist genauso viel wert, mit Jesus unterwegs zu sein, auch für Menschen, die jetzt Jesus noch nicht kennen. Jesus ist ein Gewinn. Wenn es auch nicht immer automatisch heißt, dass es einfacher ist. Ich glaube einfach, die Bibel das ist was in vielen Themen, oder es ist eine fortschreitende Offenbarung. Du hast wirklich diese ganze Geschichte mit Hoffnung auf Auferstehung, Hoffnung auf ewiges Leben, Hoffnung auf dieses, hey, wir werden mit Jesus zusammen auferstehen, ist wirklich im Neuen Testament voll ausgeprägt. Es gibt im Alten Testament immer so wie Glimpses. Es gibt David, der sagt, ich bin sicher, du wirst nicht zulassen, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Und dann denkst du, ja, im Neuen Testament wird es dann auch gesagt, ja, aber David ist ja tot, also kann er nur von der Auferstehung gesprochen haben. Aber das wird erst mit der Jesusbrille auf der Nase wird deutlich, was im Alten Testament an Andeutungen da ist. Also das Neue Testament sagt, eigentlich ist das Alte Testament wie ein Schatten. Und der Körper, die 3D-Realität, die ist erst in Christus. Und wenn du jetzt dir überlegst, oder wenn du einen Schatten siehst, dann weißt du nicht, wie der Körper aussieht, weil es fest damit zu tun hat, wie fällt das Licht auf den Körper. Also im Alten Testament gibt es viele Dinge, die sind nur wie angetönt, die sind wie so, wie ist es jetzt ganz genau? Und erst durch Christus, wo der Hebräerbrief schreibt, er ist der Körper selbst, ist Christus, wird deutlich, wie ist das gemeint? Im Rückblick kann ich davon sprechen, dass David irgendwo gespürt hat, da kommt noch mehr. Dass vielleicht sogar Abraham, so legt es der Hebräerbriefschreiber aus, Abraham eigentlich auf die Stadt gehofft hat, wo er sagt, die keinen Baumeister hat, die himmlische Stadt. Aber das kann ich nur, weil ich jetzt im Neuen Testament den Körper schon sehe. Das ist die Realität. Das Alte Testament ist vieles wie nur angedeutet. Und so auch die ganze Jenseitsgeschichte ist im Alten Testament im besten Fall ein bisschen angedeutet. Jetzt reden wir, wenn wir über die Hölle reden, gibt es ja immer noch so Nebenthemen, die irgendwie so damit verbunden sind. Zum Beispiel gibt es ja diesen einen Moment, den ich gehört habe, auch theologisch irgendwie schwierig zu erklären ist, wo Jesus ins Totenreich geht, um das Evangelium zu predigen, wo man dann denkt, okay, als erstes denke ich dann daran, okay, er ist einfach in die Hölle gegangen. So. Oder gibt es da eine andere Lösung? Ja gut, das ist die Höllenfahrt Christi. Es gibt eigentlich nur 2 Stellen im Neuen Testament. Das eine ist 1. Petrus 3,19, wo es heißt, dass er den Geistern im Gefängnis gepredigt hat. Und dann gibt es noch Epheser 4, glaube ich, 9, wo es heißt, er hat die untersten Orte der Erde besucht. Und traditionell gibt es verschiedene Auslegungen, aber also der Gedanke, dass er dort quasi noch den Leuten predigt und sie noch eine neue Chance kriegen, der war nie so Mainstream. Oder die einen sagen einfach, es ist quasi, damit die Gläubigen aus dem Alten Testament, die es nicht gekannt haben, auch noch ihn hören können. Und die werden sowieso ja sagen, dass er das gemacht hat. Oder dann gibt es die Auslegung, das war eigentlich nur, dass dieser Triumph der Auferstehung sogar im Totenreich verkündet worden ist. Nicht im Sinne von Evangelisation, Leute können sich entscheiden, sondern im Sinne von Proklamation. Aber das ist so verrückt, das ist eine Geschichte, so eine Stelle, so eine Andeutung. Und es gibt so viel theologische Abhandlungen in der ganzen Kirchengeschichte. Genau. Ich würde immer sagen, lass uns von den klaren Stellen zu den unklaren gehen und nicht umgekehrt. Und dann das mit den Geistern im Totenreich ist sehr eine unklare. Also so ein bisschen, okay, sie steht da, vielleicht Proklamation, vielleicht für die alttestamentlichen Gläubigen, aber so wichtig ist es jetzt auch wieder nicht. So, das wäre jetzt so mein Take. Ja. Das, was wir Jesus dann fragen können, wenn wir dann mal... Wenn es dann noch Fragen gibt, die offen bleiben, wenn wir sein Gesicht sehen. Da bin ich mir immer so nicht so sicher. Okay. Wenn ich ihn sehe, sind dann all diese Fragen noch da oder macht es nicht Bam und ich weiß einfach, was Sache ist. Ja, stimmt. Ja, was noch ein anderes Thema ist, was viel mit der Hölle verbunden wird, und das ist wahrscheinlich auch sehr fest mit Dante und seiner Geschichte, geht es um Satan. Und ich möchte dir ganz kurz einen Teil von dieser göttlichen Komödie, so ein paar Sachen raussuchen, wo es eben um diesen Teufel geht eigentlich. Und die Geschichte von Dante ist, dass er mit einem Kumpel eigentlich nach unten geht und immer wie tiefer und am Schluss trifft er auf diesen, er benennt ihn nicht, aber es ist eigentlich klar, dass es der Teufel ist. Und er sagt, der Kaiser in den wehvollen Reichen
hob halben Leibes sich aus dem eisigen Glas. Und seine Vorstellung ist so, dass je tiefer das man kommt, je weiter entfernt ist man von Gottes Wärme, von Gottes Liebe. Und deshalb ist zuunterst dieses Eis, das diesen Teufel wie zusammenhält und er sich nicht mehr bewegen kann. Oder jedenfalls der untere Teil nicht. Und der ist dann riesig und war so herrlich einst wie nunmehr hässlich. So muss er, der den Schöpfer frech bedroht, Ursprung allen dessen sein, was bös und grässlich. Und er erklärt dann, dass dieser Satan 3 Gesichter hat, so genau eine Abwandlung von der Trinität auch und so. Und dann gibt es in jedem von diesen Gesichtern gibt es einen Mund. Also wenn du noch lange erzählst, habe ich schlaflose Nächte. Und in diesen 3 Mündern steckt, im ersten Mund, im vordersten, steckt je einem Sünder hielt er wo steht's? Genau, im ersten ist Judas, im zweiten Brutus und im dritten dann So Schwachsinn. Caius, der dann Cäsar verraten hat und so. Wirklich eigentlich so das Bild von zuunterst sind wirklich einfach seine Vorstellung vom Abschaum, was ist. Und dann gibt es eben diesen Herrscher, der da unten hockt und die Leute noch fester leiden lässt. Wie fest hat jetzt Satan wirklich mit der Hölle zu tun? Also im Neuen Testament gibt es dieses Bild einfach nicht, dass die Hölle der Wohnort des Satans ist. Das heißt am Schluss, dass auch der Satan in den Feuersee geworfen wird. Also wenn schon, wäre das auch sein Strafort dort. Von daher, die Bibel ist so zurückhaltend in all den Fragen, wo wir gerne diese Bildesinformation hätten. So mit der Herkunft des Teufels. Es gibt schon Leute, die dann diese alttestamentlichen Stellen nehmen und sagen, da ist vom Fall des Satans die Rede. Ich weiß nicht, ob du darauf eingehen willst, aber diese Stellen reden eigentlich vom Fall von 2 irdischen Königen, von dem einen König von Tyrus und dem König von Babylon, und brauchen einfach sehr poetische Sprache. Über den Ursprung des Satans sagt uns direkt die Bibel eigentlich sozusagen nichts. Das Böse ist einfach plötzlich da. Und wir möchten immer all diese Infos, aber scheinbar geht es gar nicht darum, so spekulativ zu wissen, was ist jetzt genau los. Diese Information brauchen wir scheinbar gar nicht unbedingt. Und deswegen Hölle und Teufel im Neuen Testament, diese Kombination, das ist wie kein Ding. Das ist nicht der Ort, wo der Teufel ist. Die Hölle, die Gehenna ist der Ort, Jesus sagt, wo Gott nach dem Tod Leib und Seele zu zerstören vermag. Okay, also das heißt, wenn wir jetzt mal alles wegräumen, so unsere Vorstellung von Dante, diesen 9 Kreisen und all dem, was wir uns in unserer westlichen Welt vielleicht auch unter Hölle vorstellen, dann müssen wir trotzdem ja als Christen oder vielleicht auch, wenn wir theologisch irgendwo vorankommen wollen, irgendwie eine Lösung haben, was dann jetzt genau das ist, was Jesus sagt. Und vielleicht hast du ein paar Standpunkte, die man jetzt so vertritt, wenn wir als Christen über die Hölle reden. Absolut. In der Geschichte gibt es eigentlich 4 verschiedene Standpunkte. Ich würde sie auf 3 zusammennehmen, weil 2 sehr ähnlich sind. Ich sage das gleich. Also das erste ist die traditionelle Vorstellung, es gibt einen doppelten Ausgang der Geschichte. Es gibt Himmel und Hölle, oder es gibt diesen Ort, wo die Menschen sind, die Jesus glauben und die nicht an Jesus glauben. Und beide sind ewig. Beide haben kein Ende. Also wir sind immer mit Gott zusammen, für immer ein neues Leben, Auferstehung, neuer Himmel, neue Erde, für immer. Und dann gleichzeitig aber gibt es diesen Ort, wo Menschen für immer und ewig leiden werden, eben die Hölle. Das ist die traditionelle Höllenvorstellung. Augustinus hat das vertreten. Genau. Dann gibt es die zweite Vorstellung, die ist, man sagt allgemein, Annihilation. Annihilation heißt eigentlich Auslöschung. Also die Hölle ist nicht der Ort, wo Menschen ewig leiden, sondern wo das Böse ausgelöscht wird. Und die Stelle, die ich vorgelesen habe, ist wirklich die Rede, das Wort, das da gebraucht wird. Jesus sagt, wir sollen den fürchten, der in der Hölle Leib und Seele, und dann kommt ein griechisches Wort, das heißt Apolymi, und das heißt wirklich zerstören, beenden, auslöschen. Also die Strafe, die Höllenstrafe geht nicht ewig, sondern dort endet quasi die Existenz des Bösen. Also wenn Menschen zu Gott sagen, dein Wille geschehe,
dann kommen sie an den Ort, wo Gott sagt, du wirst ewig leben. Wenn Menschen Jesus nicht nachfolgen wollen, dann sagt Gott zu ihnen, dein Wille geschehe, du wirst in der absoluten Gottferne enden und dort endet deine Existenz. Das ist die Annihilation. Jetzt gibt es den Konditionalismus, den nehme ich aber hier rein, weil der argumentiert stark bei einem Ort aus, den ich auch finde, der ist sehr wichtig und das ist vielleicht der Knackpunkt. Die Konditionalisten sagen, der Gedanke, dass die Seele unsterblich ist nicht biblisch. Das ist Platon. In der Bibel, im Neuen Testament heißt es explizit, Gott allein hat Unsterblichkeit. Also wir haben keinen Teil in uns, der ohne dass Gott was tut, unsterblich ist. Es gibt noch 2 andere Stellen, wo das Substantiv Unsterblichkeit vorkommt und dort heißt es, das Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Also Gott muss es verleihen, damit es so ist. Und deswegen sagen sie, weil unsere Seele gar nicht ewig lebt, ohne dass Gott uns das verleiht, existiert die Seele in der Hölle auch nicht ewig, sondern sie wird aufhören zu existieren. Und das ist schon, ich würde sagen, das ist ein Knackpunkt in der ganzen Vorstellung von der Hölle. Dieses Kuckucksei im Nest des Christentums, dass die Seele unsterblich ist. Die Bibel sagt das nicht. Das war Platon, der über Theologen aus den nächsten 300-400 viel Einfluss bekommen hat in der christlichen Theologie. Und deswegen macht der Gedanke, und das ist ja auch die Argumentationslinie der Annihilationisten, dass Gott zuerst Unsterblichkeit verleiht, um dann Menschen ewig zu quälen, macht einfach so wenig Sinn auf dem Hintergrund, wie das Neue Testament uns Gott beschreibt. Also die Annihilationisten sagen auch, es gibt die Hölle, es gibt dieses Gericht, aber dort endet die Existenz des Bösen. Wenn du sagst als Mensch, ich will nicht mit Gott zusammenleben, dann wird Gott einmal sich so weit zurückziehen, dass du stirbst, dass du weg bist. Und die dritte Aussagen sind, wäre dann Origenes, der ganz stark übrigens auf diesen Laktanz, den ich vorhin zitiert habe, reagiert. Laktanz hat ja die Ewigkeit zum Wesensmerkmal der Hölle gemacht, also eben Gott straft ewig. Und Origenes hat ganz stark auf das reagiert und bei ihm wird die Hölle nicht zum Strafort, sondern zum Ort der Heilung. Also es ist wie ein Ort, wo quasi alles, du wirst wie gereinigt, alles Böse geht von dir weg, es ist kein schöner Ort, aber am Schluss, hat er gesagt, werden alle Seelen, alle Menschen werden am Schluss gerettet werden. Das wäre die Allversöhnung. Also der moderne Vertreter, den man kennt, ist halt Rob Bell, Love Wins, der sagt, Gott ist so fest Liebe, dass am Schluss alle Menschen gerettet werden. So diese 3 Standpunkte gibt es in der christlichen Theologie bis heute. Auch heute gibt es, auch bei den Kirchenvätern gibt es alles, relativ bald. Und jetzt diese 4. kann man sagen, okay, die Katholiken glauben zum Beispiel an das Fegefeuer. So, ist das Ähnliche oder ist das noch etwas anderes? Wenn ich es recht verstanden habe, ich bin kein katholischer Theologe, aber wenn ich es recht verstanden habe, ist im Katholizismus klar diese erste Spielart, aber es gibt dieses Fegefeuer irgendwie. Es gibt scheinbar doch die Möglichkeit, die aber dann vielleicht nicht alle wahrnehmen, keine Ahnung, dass man durchs Fegefeuer hindurch dann eine gewisse Zeit in diesem Reinigungsort verbringt und erst in den Himmel oder wie wir sagen würden, Himmel ist ja nur Zwischenstation, auf der neuen Erde sein wird. Aber ich glaube, also Katholizismus ist nicht Allversöhnung. Ja. Okay. Also ich habe schon ein bisschen herausgehört, wo du jetzt landen würdest, aber mich würde jetzt trotzdem noch wundern, warum landest du denn an diesem Ort? Oder wie stellst du, oder wo landest du? Also meine Story ist einfach, dass ich immer gesagt habe, ich bin traditionell aufgewachsen, ich habe aber immer gesagt, für mich macht das, ich kriege es nicht zusammen. Am Ende der Bibel steht, Gott schafft einen Ort, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Es gibt kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei mehr. Und irgendwo ist dieses KZ, wo Menschen immer noch schreien, immer noch leiden. Ich habe es nicht zusammengebracht. Aber ich habe wie nicht das Werkzeug gehabt, etwas anderes zu denken, als die Bibel sagt halt, das ist so, und habe es offen gelassen. Und dann, als ich über diese Stelle hier mal gestolpert bin, Matthäus 10, die ich vorgelesen habe, das ein bisschen genauer angeschaut habe, hatte ich plötzlich das Gefühl, aber hier steht doch, dass die Hölle der Ort ist, wo die Existenz des Bösen endet. Also warum denken wir, sie ist ewig? Und dann habe ich das Feld aufgerollt und würde sagen, exegetisch und auch theologisch, also mein Verständnis, wie Gott ist, macht für mich heute die Annihilation am meisten Sinn. A, weil die Seele nicht unsterblich ist.
Das ist ein wichtiger Baustein dessen, was ich glaube. Gibt es für mich einfach keine neutestamentliche Stelle, die mir sagt, Gott verleiht Unsterblichkeit, damit er dann ewig quälen kann. Zweitens, die Stellen im Neuen Testament, die nach ewig tönen, die kann man gut anders auslegen. Ich sage nur ein Beispiel. Das heißt, in der Offenbarung ist davon die Rede, an diesem schlimmen Ort, dass hier Rauch ewig aufsteigt. Die Formulierung kommt aus dem Alten Testament. Dort steht es bei der Zerstörung von Edom, ich glaube es ist Jesaja 34, dass hier Rauch ewig aufsteigt, aber der steigt heute schon lange nicht mehr auf. Ewig heißt in der Bibel nicht immer ohne Ende. Manchmal heißt es Qualität und manchmal ist es einfach sehr lange Dauer. Also zum Beispiel, es geht jetzt ein bisschen weiter, aber es ist wichtig, im Alten Testament steht, dass ein Sklave, der sich nicht freikaufen will, dann ewig seinem Herrn dienen muss. Aber das ist einfach sehr lange Zeit. Oder das levitische Priestertum wird ewig sein, das stimmt auch nicht, das hat aufgehört mit Jesus. Also ewig heißt nicht endlos, dieser Rauch, der ewig aufsteigt, ist im Alten Testament offensichtlich, hat er mal aufgehört zu brennen. Also diese Stellen, die scheinbar von einer endlosen Hölle sprechen, kann man gut anders auslegen. Und weil es theologisch für mich viel mehr Sinn macht, dass dort das Böse endet, als dass auf der neuen Erde irgendwo noch ein KZ ist, lande ich dort. Ich würde sagen, meine Grundstelle ist Matthäus 10,28 und die Aussage, dass Gott allein Unsterblichkeit hat und dass am Schluss kein Schmerz, kein Geschrei mehr da sein wird. Das führt mich zum Gedanken, die Hölle ist ein schlimmer Ort, niemand will dorthin, aber es ist ein Ort mit einem Ablaufdatum. Ja, ich hatte am Anfang, also ja, ich würde sagen, das sagen auch viele Theologen, sagen, ja, also wenn man das erste abschaffen könnte, theologische Diskussion, dann würden wir einfach aufhören, über die Hölle zu reden und dass es die gibt, so, weil es vieles einfacher machen würde. Aber ich habe, jemand hat mal gesagt, hey, Gott zwingt niemanden in seine Gegenwart. Und das hat mir geholfen, die Hölle auch ein bisschen zu verstehen, dass es Gott möchte mit uns zusammen sein, aber er möchte uns nicht seine Gegenwart aufdrücken. Und das hat mir ein bisschen geholfen, eben auch weg von dem zu kommen, ja, es geht darum, Gott bestraft, weil du dich nicht für ihn entschieden hast, sondern es ist mehr der Ort, wo wir halt dann, wo man nicht mit ihm zusammen sein möchte oder kann. Das hat mir sehr fest geholfen. Ja, genau, so ein bisschen dem, ja doch, die Zähne zu ziehen von dieser Angst, die manchmal vielleicht auch da ist. Also C.S. Lewis, Tim Keller, N.T. Wright, sie argumentieren alle in diese Richtung, so eben, es gibt nur zwei Arten von Menschen. Menschen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und Menschen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Und damit sagen sie eben, du willst das nicht Ort der absoluten Gottferne und dort wirst du auch landen. Sie brauchen dann sogar noch, also ich glaube alle drei machen das, diesen Gedanken von die Hölle ist komplett subhumane Existenz, die ist nur noch halb bewusst. Da werde ich ein bisschen zurückhaltend, weil ich finde, das ist schon ein bisschen spekulativ. Aber sie sind auf dieser Linie, die du jetzt vorhin gezeichnet hast. Bist also in guter Gesellschaft. Glück gehabt. Ja, mit C.S. Lewis, das nehme ich. Ja, cool. Okay, jetzt reden wir über das, dass es diesen Moment gibt von nach dem Tod, Himmel und Hölle oder neue Erde und dieser Moment, wo das Böse endet. Und trotzdem gibt es ja diese Frage von, okay, wie kann aber ein liebender Gott dann nicht alles daran setzen, dass es die Hölle gar nicht braucht? So. Und das ist eine Frage, die, ich würde sagen, ich vielleicht auf meine philosophische Art noch etwas beantworten kann, aber wenn ich mit jemandem auf der Straße rede, ist das oft auch das erste Ding von, ja, ihr glaubt ja an die Hölle und wenn euer Gott so allmächtig ist, könnt ihr ja machen, dass wir alle einfach in den Himmel kommen. Warum nicht? Oder beziehungsweise, ja, wie funktioniert das? Also es sind verschiedene Linien, wo ich glaube, da muss man reindenken. Das erste ist, man muss ganz fest, wenn man diese Frage stellt, muss man ganz fest verstehen, von welchem kulturellen Standort aus stellen wir diese Frage. Weil diese Frage hätte zur Zeit Jesu null Sinn gemacht. Wie kann ein liebender Gott Menschen in die Hölle werfen?
Brudi, was hast du für ein Problem? Logisch, Gott ist Gott. Also wir sind an einem Ort, Martin Buber, ich glaube, er hat von der anthropologischen Wende gesprochen. Das heißt, ich sage jetzt mal, vor 1000 Jahren, um ganz sicher zu gehen, sicher vor der Renaissance, Humanismus und so, war klar, es gibt eine übergeordnete metaphysische Ordnung. Und dort muss der Mensch sich reinpassen. Also genauso klar, wie du nicht gegen die Naturgesetze verstoßen kannst, ohne dich selber zu verletzen. Nein, ich glaube nicht, dass Feuer heiß ist, oder? Genauso gibt es ethische, metaphysische Gesetze und die spielen immer und der Mensch muss versuchen, sich in diese übergeordnete Ordnung einzubringen. So, von diesem kulturellen Ort aus macht es null Sinn, die Frage zu stellen, weil Gott sagt und ich bin einfach mal, shut up, okay? Jetzt nach der anthropologischen Wende ist klar, der Mensch mit seiner Freiheit zu wählen, sein Leben zu gestalten, ist die Mitte und der Bauchnabel von allem. Und wir müssen einfach verstehen, von diesem Ort aus stellen wir die Frage, ob das wirklich beweisbar wahrer ist, als das eine übergeordnete metaphysische Ordnung ist, das würde ich sagen, ist sehr in Frage. Also versteht einen kulturellen Ort, sowohl geografisch als auch zeitlich. Dann das Zweite, was ich sagen würde, ist, ich versuche dann immer, so ein bisschen den Ball zurückzugeben, das Stichwort oder Thema Gerechtigkeit reinzubringen. Ich meine, soll dann wirklich jemand wie Hitler, weil da sind sich alle einig, das ist so das Böse in Person, soll denn wirklich jemand wie Hitler ungestraft davonkommen für all das, was er getan hat? Will ich das wirklich? Will ich wirklich, dass jemand, der meinem Kind auf brutalste Art und Weise geschadet hat, dass der einfach mit mir zusammen dann, ohne dass es Konsequenzen hat, ohne dass er bereut hat, im Himmel ist. Und dann merkst du auch, in uns gibt es so wie eine Sehnsucht, aber irgendwie muss ja auch Gerechtigkeit sein. Und da würde ich einfach sagen, da kommt das ganze Thema Gott bestraft Ungerechtigkeit rein. Im Alten Testament war, wenn du die Psalmen liest, dass Gott richtet, ein Grund zur Freude. Freut euch, denn Gott richtet. Warum? Weil, wenn Gott richtet, dann kriegen die Opfer, denen widerfährt Gerechtigkeit. Also Gott, wenn er wirklich Gott ist und gerecht ist, dann muss er irgendwie dafür sorgen, dass die Rechnungen ausgeglichen sind. Und im Alten Testament richten ganz oft die Opfer wieder in ihr Recht setzen, wieder für Gerechtigkeit sorgen. Und nur wenn ich das komplett ausblende, kann ich sagen, ja, eigentlich sollte Gott ja einfach die Hölle abschaffen, die sollte es gar nicht geben. Also wenn Gott ein gerechter Gott ist, der Gerechtigkeit wiederherstellt, dann muss es irgendeine Form von wieder ins Recht setzen geben nach dem Tod. Das wäre so die schnelle Variante. Ich meine, man könnte noch viel weiter gehen. Am Schluss würde ich sogar sagen, wenn du nicht glaubst, dass Gott richtet, dann bist du eigentlich gezwungen, das Schwert selbst in die Hand zu nehmen. Also eigentlich glaube ich so, diese ganzen Dinge, dass Martin Luther King gewaltlosen Widerstand leisten konnte, dass Christen auch die andere Backe hinhalten, hat ja nicht damit zu tun, dass sie sagen, das ist alles richtig, was die Leute tun, aber dass sie darauf vertrauen, dass Gott jenseits der Geschichte für Gerechtigkeit sorgen wird. Also eigentlich ist Gewaltlosigkeit nur möglich, wenn ich glaube, dass Gott für Recht sorgen wird. Ich kann auch lange schwätzen. Ich meine, es auch Miroslav Volf sagt so was Cooles. Er sagt, all die Leute, die das sagen, das können nur Leute sagen, die an einem sicheren Ort, er sagt dann so ein Haus mit Vorgarten in einer sicheren Stadt haben. Wenn du aus dem Balkankrieg kommst, dort wo er herkommt, wo ganze Dörfer ausgelöscht wurden, einfach ethnische Säuberung gemacht wurden, dann ist in dir dieser Schrei nach Gerechtigkeit. Aber du überlässt es Gott, du rächst nicht selber. Das ist der Move, den Jesus macht. Aber dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird, war außerhalb unseres kulturellen Standortes immer klar. Ja, mich hat mal ein Satz getriggert. Jemand hat mal gesagt, wenn die Frage kommt, hey, es ist ja nicht fair, dass Leute nicht in den Himmel kommen, dann sagt er, ja, es ist nicht fair, dass jemand in den Himmel kommt. Das ist überhaupt nicht fair. Also von dem her, es hat niemand, eben vielleicht auch vor allem damals, hatte niemand die Vorstellung, ja, wir haben das Recht auf den Himmel. Genau. So, und das, also es triggert mich heute immer noch, weil ich manchmal auch denke, ja, nicht immer gleich einfühlsam, dieser Satz, aber trotzdem ist es ja, genau, eben, ich meine, ja, wir haben nicht das Recht darauf, es ist ein Geschenk, mit Gott unterwegs zu sein. Ja, der Rapper Lecrae, was man es ausspricht, ja, ich weiß der sagt quasi, wenn wir hier auf unser Recht pochen, dann landen wir alle in der Hölle. Finde ich auch sehr krass, aber er bringt es ein bisschen auf den Punkt, was du jetzt gesagt hast, oder?
Nur weil ja Gott eben ewiges Leben verleiht, nur weil er gnädig ist mit unseren Sünden, können wir überhaupt darauf pochen, dass wir haben kein Recht, aber dass wir das Geschenk bekommen, eben dieses neue Leben. Ja. Jetzt haben wir sehr auf der allweltlichen Sicht geredet. Jetzt ist das Ding ja auch sehr persönlich. Und immer wieder sagen Leute, ja, was ist denn mit denen, die sich nicht für Jesus entscheiden können? Wollen ist nochmal ein anderes Thema, aber oder was ist mit den Kindern, die, weil am Schluss sagt ja Jesus, hey, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben durch mich, wer an mich glaubt, so. Ja, was ist mit den Buschleuten? So, also es gibt ja inzwischen nicht mehr so viele, aber jedenfalls gab es die sicher mal eine sehr lange Zeit, die wahrscheinlich nie etwas von Jesus gehört haben. Die gibt es immer noch, Menschen, man muss gar nicht an den Busch denken. Ja gut, also ich meine, ich finde zuerst einmal, diesen Schmerz sollte man wirklich auch fühlen können. Ich finde den Schmerz über ein Kind, das vielleicht schon im Mutterleib stirbt und die Frage ist mit diesem Kind, ich finde, das muss uns jetzt einfach mal treffen. So. Und das finde ich, ist, glaube ich, auch Gottes Herz, dass er mitleidet mit dem, dass Tod in der Schöpfung ist und so. Wir hatten kürzlich am Community-Tisch, sind wir auch Kinder dabei und ein Kind hat die Frage gestellt, eine Lehrerin von uns hat ein Kind erwartet und das ist am ersten Tag gestorben. Aber gell, das kommt schon in den Himmel, das kommt schon in den Himmel. Und dann war Stille am Tisch und da habe ich gesagt, hey, ich bin 100% sicher, dass Gott dieses Kind zu sich nehmen wird. Was ich denke für mich ist einfach, ich bin zum Glück nicht Gott. Ich muss all diese Fragen nicht entscheiden. Ich weiß nicht, was mit Menschen ist, die nie von Jesus gehört haben. Aber was ich 100% weiß. Jesus ist pure Liebe und pure Gerechtigkeit. Und er wird das mit purer Liebe und purer Gerechtigkeit lösen, das Dilemma. Wie? Ich sage, die Bibel sagt nichts dazu. Weil es wieder eine spekulative Frage ist und Gott sagt quasi, folge du mir nach. So. Aber ich bin ganz sicher, dass Gott da kein bisschen Ungerechtigkeit reinlassen wird. Wie er das macht, I have no idea. Er ist eben Gott. Oder die Rache ist mein, ist ja auch so ein Vers. Einfach, das müssen wir wie ihm überlassen. So. Und ich persönlich, ich gehe davon aus, dass wir positiv überrascht sein werden, wie viel Liebe Gott in diesen Situationen walten lassen wird. Aber das ist ganz persönlich, keine theologische Aussage. Einfach, wenn ich Jesus im Neuen Testament sehe, wie er mit Menschen umgeht, dann glaube ich, wird es da ganz viele Umarmungen geben, wo wir Leute in die Hölle geschmissen hätten. Aber das ist eine persönliche Aussage, keine theologische. Ja, und trotzdem kann man ja schon sagen, mein Vater hat mich mal gefragt und sagt, hey, warum glauben wir, dass Gottes Liebe und Gnade mit unserem letzten Atemzug aufhört? Und jetzt bei so einem Kind ist so, wir denken, es ist so eine Linie, und bist du über die Linie gefallen, alle Hoffnung ist verloren. Oder denken wir, nein, aber es ist eben genau so, manchmal reden wir, wie es so wäre und vergessen, dass Gott uns einfach unglaublich lieb hat und wahrscheinlich uns alle Möglichkeiten, die es gibt, um mit ihm zusammen zu sein, in seiner Ordnung, irgendwie das versucht möglich zu machen. Und da möchte ich eben ihn widerspiegeln. Gestern haben wir diesen epischen Taufgottesdienst gehabt mit 13 Personen. Und da waren Menschen dabei, einfach wo du denkst, menschlich gesehen ist ihre Existenz so ein Chaos, so ein Zerbruch. Und die stehen dort und haben jetzt eine Hoffnung, dass sie ewig mit Gott zusammen sein werden. Das ist einfach für mich, come on, ich will einfach, so viel an mir liegt nicht aus Angst vor der Hölle. Das ist bei mir nicht die Motivation, sondern aus dem Wunsch, dass Menschen dieses neue Leben irgendwie packen können und dann eine Perspektive haben, die einfach viel weitergeht. Ich möchte einfach dort mithelfen. Genau. Ja. Wir schließen unsere Podcast-Episoden ja immer mit einem Takeaway ab und ich glaube, das ist sicher auch ein gutes Thema, wo ihr euch zu Hause überlegen könnt, was ihr euch jetzt mitnimmt oder wo sind Sachen, die ihr vielleicht in euch eine Vorstellung gehabt habt, so ist es und die dürfen wir manchmal auch etwas aufbrechen, wie bei mir am Anfang das mit David und der Schleuder. Ja, was gibt es für dich jetzt bei der Vorbereitung oder so ein Takeaway? Ja.
Unbedingt, also was mir wieder neu bewusst geworden ist bei allen Themen, es ist so wichtig, dass ich mir bewusst werde, was ist mein kultureller Standort. Also all das, was ich denke, wie viel davon ist mein Ort, wo ich heute lebe und wie viel davon ist wirklich das, was im Neuen Testament gesagt wird. So. Also ich glaube, es gibt viele Themen, wo unsere Kultur so stark uns bejüngert und so stark prägt. Ich meine, das war jetzt die Höllenvorstellung, die traditionell ist ein Ding, aber auch die Frage, wie kann Gott überhaupt richten und Menschen in die Hölle öffnen, ist so kulturell bedingt, kurze Zeit, geografisch begrenzter Ort, wo Menschen überhaupt die Frage stellen, dass ich merke, ich wünsche mir, dass ich sie mir das schaffe, so ein bisschen mich selbst ein bisschen kritisch anzuschauen und sagen, okay, was ist Kultur, was ist Zeitprägung und was ist wirklich Jesus? Und ich glaube, wir werden ja nie perfekt dort sein, aber immer so dieses, Jesus, kritisiere mich, positiv gemeint, tell me, wie meinst du es wirklich so? Das ist so ein Takeaway. Ich möchte da einfach nicht müde werden, aber obwohl ich schon ein bisschen älter bin, sagen, ich möchte da dranbleiben. Für dich? Ich bin im Moment auf der Suche nach so absoluten Sätzen, die ich in meinem Glauben sagen kann. Okay. Und ein Satz, den ich jetzt, glaube ich, wirklich genommen habe, ist, es braucht die Hölle. Also es braucht auch die Vorstellung, dass es diesen Ort gibt. Auf der einen Seite, weil ich, wie du gesagt hast, weil ich glaube, es braucht diesen Moment von Gerechtigkeit. Es braucht diesen Moment, wo alles einfach gerichtet wird, so. Und auf der anderen Seite, wenn wir glauben, dass es diese neue Erde gibt, wo alles gut ist, dann da kann nicht hinkommen, das nicht gut ist. Und deshalb egal, also jetzt mal so von weit aus, ohne klare Meinung zu haben, ist egal, wie die Hölle dann aussieht, aber es braucht diesen Ort, wo gerichtet wird, wo getrennt wird, das, was nicht in Gottes Gegenwart gehört. Genau, und gleichzeitig auch immer wieder sagen zu können, ja, jetzt vor allem, wenn wir über Kinder, die sterben, reden oder Leute, die nichts von Jesus gehört haben, am Schluss wissen wir so wenig. Also orientieren wir uns an den Sachen, die wir wissen, und die haben sehr viel auch mit Hoffnung zu tun, würde ich sagen. Und das Thema Hoffnung ist ja auch etwas, was wir nächste Episode ein wenig anschauen. Deshalb schaltet in etwa 2 Wochen wieder ein. Dort reden wir über die Endzeit. Ja, ich bin gespannt. Nächstes spannendes Thema. Ja, hey, wenn ihr noch Fragen habt an uns, die wir irgendwo im Verlauf von diesem Podcast, von dieser Podcast-Reihe uns annehmen können, dann schreibt uns doch eine E-Mail, die eine persönliche E-Mail von uns haben, dann schreibt uns dort, und sonst dürft ihr auf info@vineyard-olten.ch schreiben, und bis dahin seid gesegnet und bis bald.